Das, was ich letztens gerade hatte, darum ist so das Thema von mir heute, sind Spiele, wo sich der Handlungsstrang ändert bei jeder Entscheidung, die der Spieler macht. Und die Änderung, dass die eine grosse Konsequenz hat, ist vielleicht eine Illusion, vielleicht ändert sie aber auch viel. Und es gibt viele Spiele, die das haben. Und kennt ihr so eins? Oder was ist das letzte oder eines der grössten, das ihr kennt, wo eben sich der Handlungsstrang näher verändert, nachdem man eine Entscheidung getroffen hat? Heavy Rain, Beyond Two Souls, Telltale Games, was Walking Dead, Life is Strange. Witcher. Witcher 2. Der hat Witcher einen 3. brutalen Handlungsstrang Ast, wenn man es so will. Genau. Mass Effect ist auch noch eins, das habe ich selber Mass nie Effect. gespielt. Aber Mass Effect war enttäuschend. Okay. Welches? Das Ende näher, oder? Einfach, ja. Ja. Weil alle Entscheidungen dann gleich irgendwie nicht so gezählt haben. Ja, genau, weil es fast nichts ausgemacht hat. Also, dass du so viele Entscheidungen hast getroffen hast, hat es, glaube ich, nur vier Enden gegeben. Mhm. Ja, aber bei den Telltale Games ist immer das gleiche Ende. Also. Fast. Illusion. Ja, Genau, und ich wollte kurz versuchen, die Illusion oder die Entscheidung, die wir machen können, kurz zu erklären. Und das kann man am besten erklären wie ein Baum, der einen Stamm hat, der normale Handlungsstrang, und dann kommt die Entscheidung, entweder sagen wir eine ganz einfache Ja- oder Nein-Entscheidung. Und das ist dann dort, wo Game Developer zwei verschiedene Geschichten spinnen. Und Game Developers schauen natürlich auch, dass die beiden erst wieder einmal zusammenfinden, weil sie nicht zwei ganz verschiedene Geschichten erzählen ab dann, sondern nur die Illusion hervorrufen, dass das, was ihr entschieden habt, auch etwas geändert hat, der ganzen Geschichte. Es wäre ja de facto so, als würden sie 2 Games entwickeln. Dann. Genau. Und sie müssen natürlich Game Devs und natürlich auch schon alle, die hinter dieser Idee sind, die müssen natürlich auch ein bisschen auf die Kosten schauen und auf die Ressourcen. Genau. Und das heisst, in einem Spiel, wo man alle 10 Minuten 4 Entscheidungen hat, wird es dann nicht irgendwann, weiss nicht wie viele verschiedene Enden geben, sondern man wird immer versuchen, geschickt das wieder zusammenzuführen. Und ich habe noch spannend gefunden, wie das zeitweise gemacht wird. Je nachdem, eben, etwas, was man entscheidet, und man hat das Gefühl, ja, jetzt geht es voll in diese Richtung. Und dann kommt zum Beispiel bei Telltale Games, ist das viel so, man kommt dann links oben im Ecke, zum Beispiel, man ist mit Person B im Streiten und sagt etwas, und dann ist die Diskussion fertig, und dann steht oben links, Person B wird sich das merken. Und hat dann das Gefühl, dass wenn das nächste Mal Person B irgendeine Entscheidung macht für oder gegen uns, dass es dann davon betroffen wird sein. Und das finde ich noch spannend, weil viel passiert gar nichts, außer dass wir triggert werden, dass es bei uns die emotionale Tiefe gewinnt, dass wir so etwas entschieden haben. Das habe ich noch spannend gefunden. Aber was ich krass gefunden habe, ist, selbst mit dem Wissen, ja, das erste Telltale-Game habe ich auch vor 5 Jahren gespielt, selbst mit dem Wissen und auch mit dem Auseinandersetzen von dem, finde ich es gleichwohl immer eine sehr, sehr geile Erfahrung. Weil jetzt habe ich zum Beispiel auch vom Batman The Enemy Within, gibt es so ein Telltale-Game, habe ich die erste Episode gespielt und dort habe ich ein paar Entscheidungen getroffen, wo ich nicht so glücklich bin damit. Und ich weiss schon jetzt, auch wenn es vielleicht nicht viel wird ändern, dass ich die Episoden einmal wieder spielen mit anderen Entscheidungen. Und das finde ich dann auch das Spannende. Ich glaube, es geht eigentlich um einen Moment vom Entscheiden, um einen Prozess vom Entscheiden, weil sobald du vor eine Entscheidung gestellt wirst, machst du dir automatisch mehr Gedanken, als wenn die Entscheidung für dich gemacht wird. Und ich glaube, es ist echt ein extrem wirksames Instrument, um die Leute wirklich überlegen und mehr in die Storyline eintauchen. Das Involvement ist dann natürlich auch extrem gross vom Spieler ins Spiel. Absolut, und meistens ist es eben so, also habe ich auch gefunden, dass du dich nicht für etwas entscheidest, sondern gegen jemanden oder etwas. Das ist immer, viel dramatischer gewesen, zu sagen, eben Person B hast du jetzt im Stich gelassen und dem wird dann etwas widerfahren wegen dir, ja, genau. als wenn du mit jemandem mitgehst. Ja. Und noch schlimmer war es dann bei Life is Strange, wo du eigentlich zu jeder Zeit beide Optionen kannst für eine kurze Zeit mitgehen und dann noch umentscheiden. Das macht es nicht einfacher, ja. Und das ist... Und eben, ich bin immer so der Mittelweg-Typ, also von dem her, ich würde immer beides... Also eat the cake, keep the cake, aber ja. Ich sage mir immer, ich tue immer Hennen lieb und Hennen so, also wirklich
So wie ich es wirklich auch für moralisch korrekt halte und sage mir ging, ich komme dann noch einmal zurück und dann spiele ich das Spiel noch einmal durch mit der richtigen Arschlochentscheidung. Ja. Aber ich mache es nie. Aber Ich habe es noch nie gemacht. Ja, aber das Schlimme ist, wenn du so als Good Guy spielst und alles immer gut machen und heile Welt, irgendwann kommt eine Entscheidung, die du irgendwie einen musst umbringen und dann machst du es einfach. Weißt du, das hält dich nicht davon ab, dass du dann immer ein Good Guy bist. Ja, interessant. Also, das Spiel macht es natürlich auch nicht einfach, ja, weil sie merken... Also, aber interessant finde ich, wird es dort, wenn du quasi offensichtlich gute Entscheidungen triffst und die aber schlussendlich zu negativeren Konsequenzen führen, als du mit einer vorher schlechteren Entscheidung hättest hergehen können. Ja, ich war auch schon in eben so Dialogsequenzen gewesen, dann hatte ich Möglichkeiten, dann habe ich gewusst, jede von diesen Möglichkeiten wird irgendwann wieder zurückkommen. Ja, und zum Beispiel, du nimmst einen Verletzten mit und der Verletzte sorgt dafür, dass dann am Schluss eben einer aus deiner Gruppe noch stirbt. Ja, genau. Ja. Das ist am besten können. Also, aber das weisst du im Voraus nicht. Und darum finde ich es noch spannend. Ja, und auch der Mehrwert, den du hast, wenn du dann noch einmal spielst, vielleicht auch zum Schauen, was sich geändert hat oder wie es anders gekommen wäre. Und was natürlich ein krasses Mittel ist von Game-Entwicklern, ist die Antwort, die dann kommt auf so krasse Entscheidungen, die man macht, dass sie eigentlich immer die gleiche ist, je nachdem einfach die Tonalität anders ist. Anders. Und so, dass einfach die Illusion wirklich sehr, sehr gross ist, dass du wirklich etwas bewirkt hast, aber in dem Sinn eigentlich gar nicht verändert. Ja. Und das ist schon, das finde ich hohe Kunst. Und da sind sicher viele Leute, die viel Dialoge auch überlegen. Und das finde ich schön, dass so viel Überlegung reingebracht wird in solche Sachen. Mhm. Es hat fällt mir gerade ein, ich weiß nicht, bei welchem Spiel das war, vielleicht sogar Call of Duty mal, haben sie irgendeinen Screenwriter, der sonst eine Fernseh-Episode schreibt, haben sie an Bord geholt, um eine bessere Geschichte erzählen können. Und weil du gesagt hast, es ist eine hohe Kunst, es ist nicht wirklich gut gekommen. Ja. Weil ich habe das Gefühl, es ist wirklich ein ganz anderer Prozess, wenn du eine Story für ein Spiel musst schreiben aber mit all dem, was du gesagt hast, dass sich der Spieler so fühlt, dass würde er sich entscheiden. Als wenn du irgendeine lineare Story erzählst, finde ich wirklich noch einen spannenden Aspekt. Hat jemand von euch Fallout gespielt? Nein. Ja, einfach das 3. 3? Ja. Du, Jesu, nicht? Ich habe mal angefangen, aber nie richtig, also nicht mehr als 2 Stunden. Ich finde das auch ein geiles Beispiel für krasse Entscheidungen. Das ist eines von den wenigen Spielen, wo ich mich mal entschieden habe, als es wirklich Arschloch zu spielen. Und das hat verdammt Spass gemacht. Aber von Anfang an? Nein, nicht von Anfang an. Ziemlich am Anfang kommst du vor einer Entscheidung, ob also es ist ja so eine postnukleare Wüste, wo du drin lebst, und es hat vereinzelt noch so Städtchen, die übrig sind geblieben. Und du kommst vor einer Entscheidung, ob du die Stadt zerstören oder nicht, weil in der Stadt drinnen, mit drin ist noch so eine Atombombe, die noch nicht los ist gegangen. Jetzt ist das schon Megaton, oder so? Megaton, genau. Ja, das kann sein, genau. Bis dorthin bin ich eben gekommen. Schon? Ja. Nein, jetzt nicht mehr gepackt. Das ist doch geil. Es ist schon geil, aber ich habe es für PlayStation gekauft, Secondhand aus dem Speedy Cash oder so. Wir machen keine Werbung für Speedy Cash, es gibt noch viele andere Secondhand-Laden. Ja, komm, sag den Namen noch 300 Mal, dann machen wir keine Speedy Cash. Nein, und merci für den Check, Speedy Cash. Und das Game hat schon mal ein Problem gehabt, so kurz nach 20 Minuten, 30 Minuten, wo du da die Prüfung musst schreiben musst. Und dann ladet es einfach ins Unendliche. Ja, das ist und es hat mich einfach angeschissen, das die ganze Zeit zu probieren. Und dann habe ich eigentlich mal im Internet einen Weg gefunden, wie man dort durchkommt, indem man irgendwie vorher speichert und dann immer wieder probiert. Und es war einfach nicht intuitiv für mich. Es sieht aus wie ein Shooter, ist aber keiner. Und ich habe das ganze Spiel einfach nicht gecheckt. Das ist vielleicht nicht das, was man wieder erwartet. Ja. Aber auf jeden Fall dort habe ich mich für die gute Version entschieden und habe die Stadt am Leben gelassen. Dann habe ich auf YouTube geschaut, was wäre passiert, wenn ich mich dagegen entschieden hätte, und war so fasziniert gewesen. Und ab dann bin ich ein verdammter Arschloch. Ich habe jeden getötet, der mich um Wasser gefragt hat und so Zeug. Und es hat verdammt Spass gemacht. Frage den Dominik nach Wasser. Ja, wirklich. Oder ich habe das Gefühl, bei so grösseren RPGs, wo sich dann die Entscheidungen sammeln, ist es für die Erfahrung, die du selber hast, ist es besser, wenn du wirklich konsequent durchziehst, ob du gut oder böse bist. Weil bei Fallout New Vegas, das war ja wie das Sequel zu dem, wo relativ schnell rausgekommen nachdem, habe ich so eine Mischform gemacht und dann ist das Ende wirklich beschissen. Das ist verdammt klar, ja. Ich habe mich jetzt keinen Sinn gemacht. daran erinnert, wieso dass ich das Fallout nicht weitergeben habe. Es hat irgendwie ein Schiff in der Nähe von dieser Stadt.
Ja. Ganz im Norden oben. So ein verrostetes Schiff, ja, wo so eine ganze Stadt drin ist. Quasi. Genau. Ja. Und auf jeden Fall, ich weiss nicht, was ich gemacht habe, aber kaum bin ich dort reingekommen, hat einfach nur noch jeder auf mich geschossen. Ich konnte keine Mission mehr machen. Ja, da hast du mit irgendeiner Fraktion angelegt. Ja, wie es aussieht, aber ich habe nicht gewusst, wie man das rückgängig macht, etc. Ich bin einfach dort. Du hast keine Übersicht mehr über deine Entscheidungen. Und einfach die Mission, also ich wollte einfach den Auftrag machen, den ich schon angenommen habe, und es hat mich auch angeschissen, weil ich es nie geschafft habe, weil einfach 10'000 Leute hinten nachsäckeln. Ja. Und eben, es ist ja kein Shooter, darum, du kannst dich nicht einfach schnell wie in jedem anderen Shooter irgendwie irgendwo verstecken und dann einfach einen nach dem anderen abmetzen. In dieser Stadt übrigens, oben auf dem Dach, hat es so einen alten Mann gehabt, der Selbstmord hat begehen. Und dann hast du die Wahl gehabt, ob du rausreden aus dem. Nein. Oder ob du einfach sagst, dass sein Leben scheiße ist und das es so machen. Nein. Ich habe es gemacht. Oh Gott. Aber das war dann eine Entscheidung, die mir dann leid hat. Ich habe ihn dann angeschaut, wie er so auf dem Boden liegt und dann, wie sein Enkelsohn kommt und rennt und dann hat es mir schon leid da. Hat der Enkelsohn nachher auf dich geschossen wenigstens? Nein, ich glaube es... Tommy hat auf ihn geschossen. Sehr wahrscheinlich. Heute ist nicht die Tag. Er hat ja nicht gewusst, dass ich verantwortlich bin für seinen Tod. Aber das ist so ein typisches Problem wie Fallout, dass die mit irgendwelchen Fraktionen anlegst. Das Problem haben nämlich auch schon gehabt, nachher irgendwelche Gruppen müssen auslöschen, wo ich gar kein Beef mit denen hatte. Ja. Was ich noch spannend finde, ist wie die Spiele, die ich im Spielen bin, wo eben die Entscheidungen grundlegend sind für die ganze Story, wie sie erzählt wird, ob es noch Illusionen sind, hast du nicht viele Game Mechanics. Mhm. Und gleich so Adventure-Spiel, oder packt es mehr extrem. Ja. Und das finde ich wie krass. Also das ist etwas, was nicht noch dazugekommen ist, sondern eigentlich substituiert worden ist. Das ist eine andere Art von Games. Und bin ich sehr, sehr gespannt, auf was alles noch kommt. Und wie das vielleicht auch in grössere Titel eingebaut wird. Absolut. Aber ich finde auch, es ist nicht unbedingt nötig bei jedem Spiel. Nein, überhaupt nicht. Also mit dem kann man sich sicher auch ins Bein schießen, wenn man das Gefühl hat, man muss jetzt das in jedem Game machen. Das ganz sicher nicht. Ich finde es einfach neben allen anderen Games sehr angenehm, auch so ein Story-based oder Players-Choice-based Games zu spielen, wo einfach... Ja, man kann es mehr genießen. Es ist wie einen Film schauen, wo man einfach... Ein bisschen mehr Interaktion hat. Ja, du musst dich nicht... Das Problem hat nämlich bei vielen anderen Games, wenn du denkst, jetzt habe ich seit 2 Wochen nicht mehr angelenkt, du es nochmal rein und dann so, fuck, wie war die Steuerung wieder gewesen? Und fuck, jetzt, nein, da ist Gumpe. Und wo bin ich überhaupt gewesen? Wo habe ich her müssen? Bei denen kannst du einfach... Und so, ich weiß, als letztes Game da ist Tales from the Borderlands, wo mal da gratis war im PS Plus, wo ich gespielt habe. Und das habe ich wirklich so als paar Abende so wirklich so locker flockig durch. Das ist schon eine ganz andere Art von Spielen auch. Das finde ich super angenehm. Und an diesem Punkt nochmal, um zurück zu A Night in the Woods zu kommen, spielt. Wenn ihr solche Spiele gerne habt. Das ist auch eher wirklich Illusion von Entscheidung, aber die Entscheidungen, die du triffst, steuern dann gleich irgendwie. Tommy, du musst mal eine Liste machen mit allen Games, Sehr gerne. Ich mache im Moment eine Top 100 Liste von allen Spielen, die ich je gespielt habe. Nice. Gell? Give me that. Ambitioniert, aber... 100 Listen. Und es werden 100 sein, locker. Ja, das glaube ich schon. Das ist erschreckend. Ja, gut, das könnte ich auch. Ja. Mach mal eine. Nein. Das könnte ich auch. Also gut. Zuerst kommen die deutschen Filme. Ja, so hast du auch noch ein Thema mitgebracht, habe ich gehört.